Vieles war doch haut gesot gin gesot gin ass nach Zukunftsmusik sie Sachen nu gekënnecht ge mir wësten awer net wie dat kënnen ich mein dat gedal se gut gelesen firwer ze Schweze Wand da soweit ass stand lo war mir als de Budget lo ukucke wéien haut das da wonnerte sich net dats man de Budget net werte mat stimmen. An Sonies die drei Hauptgründe ganz einfach ganz direkt. Den nächsten, das so ein Defizit für Lo und noch für die nächsten Jahre, also an den A von der ADR, nicht seriös. Es sind zu viele Ausgaben da, die führen zu zu viel Schulden, Schulden als Schulden. Zweitens, das kein richtiges Ziel zu erkennen, wo es soll hingehen mit diesem Land. Und drittens, das ist ein Mangel an Courage, eigentlich aus dem Budget datselwicht wie dat wat man firrun hat an der DR freet sech wo an de versprochenen wiese lass. Jedenfalls gewe da net wonneren van he zum Beispiel die Gring oder Sozialisten de Budget gefen matstimme, wie das quasi den nämlichchten ass wie dat Joer firrun an am Bofferding huet dat Jo schon deelweis selber he gesot. Herr Präsident, wann en Budget opstellt, da mecht den dat auch fir gewissen Zieler ze errechen. Zieler fir eist Land. Ich muss allerdings sagen, dass nicht klar geht, was genau die Ziele sind, was die Ambitionen sind von der Regierung mittelfristig, langfristig, wenn ich die Budget und das Ganze gucke. Wie Lützeburg wollen wir in Zukunft, wie Lützeburg wollen wir 2050. Eine Regierung geht da noch nicht nimmer und den Zahlen muss, mehr auch und dem, was sie tatsächlich noch vollbracht hat und dem, was noch rauskommt, spätestens auf 4 bis 5 Jahre für die nächsten Wahlen. An die Bewertung möchte der und da muss mir, ob das Regierung gut geschafft wird oder schlecht geschafft wird. Und wir werden das Bewertung anhand von klaren Kriterien machen, die sich auch objektiv messen lassen. Und da geht es am nächsten Punkt Lebensqualität, ob die weiter rauf geht oder ob sie runter geht. Es geht um Kriminalität, wo die klar Zahlen gehen, ob die weiter runter geht oder ob es nicht im Rauf geht. Es geht um die Verkehrssituation, ob die sich verbessert oder nicht. Stimmen wir auf 5 Jahre nach immer so lang am Stau oder sogar noch mehr lang, dann ist es den Check. Wir bewerten Kaufkraft, die Leute im Moment tun. Wir bewerten die Energiepreise, die dann in dem Moment hier im Land werden da sind, ob die weiter runtergehen oder ob sie nicht im Rauf gehen. Wir werden die Situation an den Kliniken bewerten, an den Urgenzen. Wir werden gesehen, wie als Schulden sich entwickelt tun, als Einnahmen, als Ausgaben. Wir werden gesehen, ob nach weiter die Natur hier im Land zerstört wird, verbaut wird. Wir werden auch andere Aspekte gucken, wie zum Beispiel, wie es dann als Spruch geht, ob die weiter dabei auffällt oder ob es besser geht. Wir werden ganz klar gucken, wie mit der Armut hier im Land steht, weil die mit klaren Zahlen auch herausfinden, geht ein Armutsrisiko weiter runter oder geht nicht rauf. Wir werden weiter gucken, ob Lützeburger oder Leute, Kanner, Junker, die abgewusst am Land, weiter müssen an das Ausland plündern, für eine Wohnung zu finden, oder ob es nicht umgedreht ist, dass sie zurückkommen können. Und wir werden noch ganz genau gucken, ob das Niveau von unseren Schulen, die immer ganz hoch war, an die weiter raufgeht, besonders was Sprachkenntnisse angeht. Auf diesen Parametern werden wir in 5 Jahren bewerten und ich hoffe, dass die Situation sich da verbessert wird. Ein Budget soll am Anfang da sein, für so Ziele zu erreichen. Und das fehlt ein bisschen heute, die Ambitionen, die Visionen, die Courage von einer Regierung, für die Winner zu kommen, nach klar zu so und noch was zu ernst das machen, wie die Regierung für drin an allen Bereichen. Und so ein Beispiel 5 Ziele, die mir, das sind nur 5, ich könnte da mehr nennen, nämlich will ich da 5 nennen, die mir als ADR klar geben, upeilen. Erstens, wir setzen unsere Mann für ein sicheres Land zu kreieren. Zweitens, wir setzen unser Land an, wo wir eine Verkehrssituation haben, die deutlich besser ist. Drittens, wir setzen uns dafür an, dass Lützeburger an ihrem Land wohnen können bleiben. Viertens, wir setzen uns dafür an, dass die Energiepreise niedrig sind und die Kaufkraft hoch ist. Und fünftens, wir setzen uns an, für uns Finanzplatz zu schützen. Und das ist effektive Punkt, den ich auch bei der Regierung gesehen habe, und das freut uns natürlich. Das kann natürlich auch sein, dass die Regierung ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtig ist, weil schließlich schon mal geschwind Wahlen, und wir wissen, dass 4 Wahlen immer
Manner Großukündigungen gemerkt gehen wie Notewahlen, da sind wir eventuell gespannt, wird dann Debat über die Lage von der Nation wird stattfinden, den als 2D Noten Europawahlen. Wir begrüßen also, dass die Finanzplatz auch unterstützt wird, weil wir sind ganz klar der Meinung, dass es heute so ist wie früher bei der Arbeit und kann in Haut so, wann Finanzplatz hocht, da muss ganz Land schneizen. Und Finanzplatz als für uns Lützeburger Haut Raison d'État. Ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Und sie ist darüber heraus produktiv, schafft viel Mehrwert, als steht für ein qualitative Wachstum am Platz vom quantitative Wachstum. Und die quantitative Wachstum, also der Bevölkerungswachstum, ist ja das Problem, das wir am Land haben. Und ich gehe ein bisschen zurück an der Zeit. Es gab mal eine Zeit, da konnte sich, und ich schwätze von 34, 40 Jahren, da konnte sich, auch wenn ein Arbeiter war, an einer Ortschaft 15 Kilometer von der Stadt Lützeburg ein Haus leisten. Sogar war die nannte Bungalow, auf 8 Terrain. Und die Frau konnte arbeiten gehen, sie haben nicht müssen arbeiten gehen. In dem Moment konnte sich dann noch um die Kinder kümmern. Zu den dann am Tag 10, 15 Minuten gebraucht für einen städtischen Trafik. Morgens liegt ein bisschen mehr. Es war alles mir angenehm, es war deutlich mir sicher, es war meiner Kriminalität da. Aber wenn ich an die Kannerklinik gegangen ist, dann ist es nicht mehr Lützeburg da geschwärzt gehen, mit so nach schnell gegangen und nicht mehr Stunden an Stunden werden. Das war eine Zeit 34, 40 Jahre, da wissen wir, wo wir angekommen sind. An der Zeit ist es auch etwas Kinder sich den Heilei Kugelei genannt, in der sicherlich die meisten Bannen kennen. Und vielleicht möchtet ihr nach ein und anderen sich heute Spaß, alle Woche den zu gucken, von 34 Jahren. Ich mache das und du siehst ganz interessante Sachen. Vielleicht klingt anekdotisch zu erzählen. 1987 gesehen den zum Beispiel den Herr Gilles Roth auf einem Mikrotrottoir, demals als nach jung gespunnt, an der Schweiz demals 1987 auch über Geld. Das war nämlich demals wie die 50 Franken Münz angefordert Ginas. Und das Problem war von den Leuten, dass die zu viel den E-Frank Münzen geglacht wird. Also das ist nie vorbei. Was aber mehr interessant ist beim Highlight Kugelei, das was geschieht ist, den 17. April 1994. Also das war 34 Jahre ganz genau. Und du geht dem Kongress von einer großen Partei, 4 Wahlen, und du gab einen ganz interessanten Ausschnitt gewiesen von einer Riet, von einem Deputierten von der Partei. Und diesen Deputierten, den hat gesagt, dass besonders nötig wäre, eine grundlegende Analyse von der Altersversorgung zu machen. Und ich zitiere Lotriert. Mit denen ungedeckten Schecken, jedenfalls ob die künftigen Generationen, muss endgültig Schluss sein. Sicher als Rente sie bis an Jahr 2000 aufgesichert, mir dono sind sie das nicht mehr. Aber wie wollen wir dann Finanzierung sicherstellen? Wollen wir immer weiter ausländische Arbeitskräfte an Land holen, für einen demografischen Defizit auf sozialem Plan aufzudecken? Sollen denke 500.000, 600.000 oder noch mehr Leute heute zu Lützeburg wohnen, als das, wann es überhaupt machbar wäre, wirklich wünschenswert? Was gibt das für als Lebensqualität? Und was gibt es für als Nationalidentität bedeuten? An dem Holz wird man dann Pulver natürlich an der ersten Reihe geklappt, an den Herr Görens und alle die von der DP, war nämlich hier am Cercle Wahlkongress von der DP, wo die Rede gehalten gouf, und war ein Extrait von Robert Gitzinger. Und die DP hat zwischen dem Holz ganz klar betont, 4 Pensionen, die nicht mehr bezahlt können gehen, 4 nach mehr ausländischen Arbeitskräften, 4 500.000 Einwohnerstadt, 4 damit verbundene Verlust von Lebensqualität, stellt dir Staat mal 4 Verlust von unserer nationalen Identität. Das war die DP demals, und da waren ja verschiedene von ihr wahrscheinlich dabei. Mit Warnungen waren richtig. An Herr Gitzinger hat sich Gedanken gemacht über die Zukunft in unserem Land. Also Befürchtungen sind vorgehen. Wir haben heute 660.000 Einwohnerstadt, also noch weit drüber, weil sich demals konnte erwerben. Als Lebensqualität ist massiv aufgegangen, sind hier. Die DP hat recht. Auch von unserer nationalen Identität, du dir wir nicht mehr davon schwätzen. Schon länger das Wort Integration als heute von der DP verpönt, wie Madame K. und der Tochter in der Chambre schon gesagt
Das ist total falsch, was dir da so. Das stimmt nicht. Und ich refusiere, dass so Sachen gesagt werden, weil das ist falsch. Verpönt ist falsch. Ich meine nicht, dass die mit dieser Tired Chamber kommen, die hat mal gesagt, dass Integration haut nicht mehr unter der Sendung als Entwicklung am Platz für Integration, de vivre ensemble, da tut ja gesagt, da kann man alles losichen und dann weisen. Dann kann der für personell froh für eine richtige Stellung zu machen, wenn der da will. Los, du merkst. Fakt. Du weißt ganz genau, wer du mal die Jour an der Kolschwitz Louis wird Budget. Gucken wir mal, was dir du nur alles erzählen wird, das geht ja vielleicht interessant. So, voilà. Fakt ist aber, dass das, was Herr Gitzinger dem uns gesagt hat, haut nach immer aktuell ist. Und dafür so eine Schau 2024 mit denen ungedeckte Schecken, jedenfalls ob die künftigen Generationen muss endgültig Schluss sein. Sicher, als Rente sie bis an Jahr 2040 aufgesichert, mit denen sind sie nicht mehr. Aber wie will man dann Finanzierung sicherstellen? Wollen wir immer weiter ausländische Arbeitskräfte an Land holen, für einen demografischen Defizit auf sozialem Plan aufzudecken? Sollen ein 1.200.000 oder noch mehr Leute zu Lützeburg wohnen? Als das, wenn es überhaupt machbar wäre, wirklich wünschenswert, was gibt das für eine Lebensqualität, was gibt das für eine nationale Identität bedeuten? Herr Präsident, die Frage vom Wurstum vom Lützeburg, was mehr als 20 Jahre hätten, ist zentral. Das ist die wichtigste Frage für Lützeburg. Lützeburg wiest, und schon gerade auch hören, dass sogar der LSRP die quantitative Wurstum auch auf Frage stellt. Pro Jahr kriegen wir durchschnittlich 12.000 Einwohner bei. Das ist ein Wurstum von zwischen 2 und 2,5%. Absoluter Rekord in Europa. Ich meine, auf zweiter Platz liegt Schweden, aber das ist in der E%. Eine einfache Rechnung ergibt dann, wenn wir so weitermachen, eine Steigerung von haut 660.000 Einwohner, aber im Jahr 2050 deutlich über 1 Million Einwohner. Die Studie ging dann noch von 1,1 oder 1,2 Millionen Einwohner oder ähnlich gehen sie aus. Das ist eigentlich nicht zu packen. Und das riesige Problem, man unkontrollierte Wurstum, mit der Bevölkerungsexplosion, mit der großen Immigration, die in der hat, an all als Probleme, die wir am Anfang am Land kommen hier. Zum Beispiel die extrem hohen Wohnungspreise. Weil pro Jahr sind Preise bis auf die letzten Monate, die mal weggeholt, extrem geklommen, und das obwohl immens viel hier am Land gebaut wird. Meistens wird doch mit klein gebaut wie früher, aber noch schön wie früher, aber bon. Wir kriegen gesagt, für keinen Platz, mit damit wird ganz viel gebaut, dann kommen ja aber ganz viele Leute hin. Auf der anderen Seite von den über 50.000 Lützeburger haut das am neuen Ausland an der Grenze. Über 3.000 Lützeburger verlassen all Jahr das Land, wandern aus. Das haben wir letzte Woche vom Stadtdeck gesagt. Mit dem unkontrollierten Wurstum, wenn diese weitergeht, werden Preise, egal wie, egal was wir meinen, weiterklammen. Das ist ein normaler Konkurrenzdruck, mehr Nachfrage wie Angebot. Und dann ist es normal, dass den, die ein bisschen mehr Geld hat, sich durchsetzt und den ein bisschen mehr Geld hat, die geht rausgedrängt. Das ist die Situation hier und das ist nicht hinzuholen. Dann zweiter Punkt, der Verkehrskollaps, den wir alltag erleben und auch von uns ganz viel Allmoyen und Hautemoyen. Und das ist natürlich auch parallel zum Bevölkerungswachstum, wie es ja 12 von unseren motorisierten Gefährten, die wir brauchen. Von 200.000 am Jahr 1990, das war dann die Zeit vom Herr Gitzinger, ob über 500.000 Haut. Pro Jahr gehen hier am Land 10.000 Autos mehr. Dazu kommen aber auch noch die Autos von den Frontalien, die 12, die geht hier auch immens an Not. Zu der Zeit von der Riet 1994 waren es 50.000 Frontalien, heute sind da weit über 200.000. Und die Verkehrssituation wird sich so weiter dramatisch verschlechtern. Weder den öffentlichen Transport nach dem Straßenbau kommen dem unkontrollierten Wurstum dran. Aber wenn ich Projekte erhören, viele Projekte, die mich natürlich auch unterstützen, dann ist das Problem ja auch, dass da ganz viele von denen enorm lang dauern. Wenn wir von einem schnellen Tram auf Esch schwätzen, und dann irgendetwas könnte man 2030, 35, und dann geht es ja nach mich spät. Da kann ich aber froh, was alles falsch läuft, dass das so lange dauert. Und ich gebe euch ein Beispiel.
wie 1859 Lützeburg Deisebund abgegangen ist. 1859, da hatten sie gerade mal 2 Jahre gebraucht, für die zu bauen. Sie hatte keinen Kran, sie hatte keinen Kamion, sie hatte keinen Bagger, sie sind mit Perz Kutsche gefahren. 2 Jahre hatten sie damals gebraucht, und wir brauchen heute 15 Jahre für ein Tramslin auf Echt zu bauen. Dritte Problem, zusammen mit dem Wurstum, ist Zubetonierung, Zerstörung von der Natur. Von 1990 bis 2015 als Meterrain verbaut gehen wir an die ganzen 100 Jahre verdrohen. Am Jahr 1990 waren 4,3% von unserem Territorium verbaut, am Jahr 2015 waren es 10%. Heute sind wir schon bald auf 15%, 2024. Aber bei 1,2 Millionen Einwohnern wären wir dabei bei 30% verbaute Fläche vom Lützeburger Land. Konsequenz: 80% von den Fischgebieten sind zerstört, just noch 2% von unseren Bergen und anständig Wasser. Landwirtschaft verliert immer mehr Terrain, weil sie verbaut gehen oder wenn es Kompensationsmaßnahmen. Viertens, der Mangel an Infrastrukturen, Schulen, Kliniken, es fehlt an Infirmien, an Polizisten, an Lehrpersonal, überhaupt an Personal. Es fehlt an Kläranlagen, Sportinfrastrukturen, Maisonrelais, Gerichtszellen und so weiter. Für was fehlt es an all dem? Findest du Wurst? Findest du immer mehr starke Abwanderung? Hallo, kommen da mit der wahnsinnigen Idee, ja, da muss man noch mehr wissen. Da muss man noch mehr Leute die abwandern. Und da muss ich euch vorstellen, das sind also Leute, die wollen das Problem mit dem Problem bekämpfen. Das Problem, das wir durch die Bevölkerungswachstum sollen also bekämpft gehen, mit noch mehr Bevölkerungswachstum. Es tut mir leid, wenn ihr das bis zum Schluss denkt, ist es eigentlich verreckt. Wenn die gerne als Regierung so weiterführt oder die anderen Parteien, da muss ihr an den nächsten 25 Jahren alles verdürbeln. Und da geht das, was die nächsten 5 Jahre geplant, das gut nicht durch. Die muss alles verdürbeln. Auf 25 Jahren für den Tag abzuholen, den wir haben, auch für Matzehallen am Bevölkerungswachstum. Verdürbeln. Wohnungen, Schulen, Geschäfte, Kliniken, Wasserversorgung, Aufwand, Sporthalle, Fußballterrain, Straßen, Schiene, Kläranlagen, Lehrpersonal, Polizisten, alles verdürbeln auf 25 Jahren. Die Autobahnspuren verdürbeln, Tram, Zug und so weiter. Wie will das machen? Ich komme darauf zurück. Wie lange haben wir gebraucht für eine Umgehungsstraße von Dippech oder von Kerge? Wie ist der von Hesper daher, den ich wieder davon? Wenn die Enker vielleicht lo dezidiert geht, dann dauert das vielleicht 10 Jahre, bis die fertig ist. Ich meine, mit dem Rhythmus da ist es einfach nicht möglich, mitzuhalten mit dem Bevölkerungswachstum, den wir aktuell haben. Und das ganze Wachstum geht darüber raus, ob Kosten von unserem Zusammenleben, ein Zusammenleben, was man in der Zeit besser ging als wie heute, was verschwunden ist. Und wo ist dann das Lützeburg hin, was man früher vielleicht kann tun, und auch das, wo die DP 1994 vielleicht davon geschwärzt wird. An der Kombel ist, trotzdem Wachstum, haben wir immens viele Leute, die an der Armut leben. Unter der Armutsgrenze, da just drüber. Das heißt, dass die behaupten, der Wachstum wäre wichtig, weil die jeweils reich machen, die leben. Viele Leute sind trotz Wachstum arm. Der Wachstum möchte nicht reich. Manchmal guten Teil nicht. An der Stadtdeck hat das schon 2010 gesagt, eine Etude. Der Titel war Croissance pro pauvre ou pro riche. Ein Zitat, Konklusion vom Stadtdeck war la croissance économique, die geht ja zusammen mit der croissance démographique. Sur les 13 années passées, on revue dans cette étude les fruits que la croissance économique a déversés sur les ménages a globalement favorisé les plus aisés. La croissance était donc pro-riche. Das ist am Anfang ganz schlimm, dass wir ganz vieles opfern für die Wachstum zu machen, und ganz viele Leute können nicht davon profitieren. Lösungsvorschläge, ja, bauen wir Wohnungen. Ja, wie viel bauen wir da dann? Wohin? Für wen? Mit was? Ich hoffe, dass wir das machen. Aber nicht nur für Wachstum zu generieren, sondern auch für die Leute, die schon hier sind. Die Schulen packen es nicht mehr. Mit der Immigration. Das Niveau geht drauf gesagt, die Schule geht zersplittert. Ich komme darauf zurück. Da sollen Leute ernst wohnen. Heichhäuser, Appartementer, Uniparking, Kollektivparken, wenig Privatsphäre, keine Garage mehr, das ist ganz Schlimmes anscheinend. Wir wiederholen Fehler, die an anderen Ländern schon gemacht haben, für 30, 40 Jahre. Das ist ein immenser Verlust von der Lebensqualität, die zu Lützeburg stattfindet, wenn der vergleicht mit den Generationen vor uns und die Generationen, die noch kommen. Und da kommen wir noch zu der
man nie für ganz viel CO2 wollen anzuspuren heute zu Lützeburg. Und noch am Budget ihre Millionen und Millionen dafür ausgehen, für CO2 anzuspuren. Wir wollen der Welt CO2 erspüren, von der Welt Natur schützen. Da ging ich der gute Rot, fängt hier am Land an, bremst den Wachstum. Mehr Bevölkerungswachstum, mehr CO2. Das ist ja wohl logisch. Wo was dann Logik? Wir wollen den Leuten allmählich Zwänge abzulehnen, an den großen Teil von ihrer Suen wäsch zu holen für CO2-Maßnahmen und dann auf der anderen Seite Wachstum stehen zu lassen, den immer mehr CO2 produziert. Ein Beispiel aus der Zeitung heißt im Lützeburger Wort, Letztwort geht über die Stadt Lützeburg, Gemeinde Lützeburg, Mobilität, nur drastische Maßnahmen helfen. Drastische Maßnahmen muss man für wert. In etwas mehr als 10 Jahren könnten 180.000 Menschen in der Stadt Luxemburg leben. Möglich, der Autoverkehr muss reduziert werden. Ja, das ist loscher Kollaps. Und da brauche ich keine hellseherische Fähigkeiten. Und da müssten drastische Maßnahmen ergriffen gehen, und der Journalist schlägt vor, dann ein Vignette für Autos zu machen. Mit dem Punkt ist ganz einfach den, dass auch an der Gemeinde Lützeburg, an der Stadt Lützeburg, sieht ganz gut, weil da mehr Leute hat, weil da mehr Auto hat, weil da mehr Probleme hat, und da muss Schritt für Reden drin leiden. Da machen wir ein Vignette, und da kommen die nämlich können bezahlen, noch nicht mehr an den Staat. Für mein Thema Bevölkerungswachstum aufzuschließen, will ich klar sagen, aber nicht, dass das falsch verstanden geht, der DR ist nicht dafür, für die Bevölkerungswachstum zu stoppen. Nee, wir brauchen natürlich für als Wirtschaft, für als Finanzplatz hochqualifizierte Arbeitskräfte. Wir wollen die Bevölkerungswachstum bremsen, für aus dem unkontrollierten Bevölkerungswachstum ein kontrolliertes Bevölkerungswachstum zu machen, den das Land stemmen kann, an die verantwortungsbewusst und Zukunft von unseren Kindern denkt. Ich komme auf 12 vom Budget zurück. Und da geht es um den Defizit. Wir sind 1 Milliard Euro Defizit trotz Wachstum, auch für die nächsten 5 Jahre auch alle Jahre 1 Milliard Defizit vorgesehen. Und weil ja angekündigt gehen, gibt gespurt gehen, dass das gesucht gehen, mit das stimmt aber nicht. Ich habe gesagt, was nicht da gehalten gehen, also selbst gesagt, was irgendwie nicht genug sich realisieren konnte. Ob Fall doch der Rechnungshaber so Cour des Comptes ja festgestellt, für eine neutrale Institution zu nennen, dass kein Erspurnisse zu gesehen sind. Das eben noch vielleicht noch zu frei, wir sind führende Wahlen und da möchte ich nicht gerne Spurnisse an einem Budget. Keine Spurmaßnahmen, denn Gambia Budget von den letzten Jahren geht einfach weitergeführt. Kann ich so das Übergangsbudget, ja, Menge fege. Mit das aber trotzdem auch ein Mangel und Courage. Und da hören ich dann noch, dass ja schon oft gesagt gehen, dass eine Steuerreform vorgesehen ist. Wir hatten eine Motion den 1. Februar des Jahres, da ist eine Motion rausgebracht gehen von DPCSV, an die also von ihnen gestimmt gehen. Und in der Motion geht es um die Steuerreform. Und in der Steuerreform soll Folgendes passieren laut der Motion. Da sollen folgende Kategorien von Leuten davon profitieren, also mehr kriegen wie bisher. Les ménages à revenus modestes, also die mehr arm, les familles monoparentales, und les classes moyennes, also die Mittelschicht. Summa summarum möchte da ungefähr 90% von den Leuten hier im Land aus, gebe ich mal schätzen. Also die 90% sollen also an einer Steuerreform laut dieser Motion, die gestimmt gehen ist, besser wegkommen wie bisher. Du musst einfach mal erklären, wie es möglich ist, von der 5 Jahren alle Jahre 1 Milliard Defizit macht, wieder eine Steuerreform machen, wo 90% von den Leuten hier im Land etwas gewonnen. Das ist die Quadratur vom Kreis. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn er das fertig bringt, ohne große Schulden zu machen, dann mache ich auch ganz gerne Applaus dafür. Aber ich glaube nicht wirklich dran. Da komme ich zu der Schuldengrenze. Auch der Morgen hat der Minister darüber geschwärzt, und ich wollte eben fragen, ob die Regierung bereit ist, über die 30% zu gehen, die wir für drin diskutiert sind. Was für ein Risiko das für ein kleines Land wie Lützeburg bedeutet, weil es gibt nun mal keine Sozialpolitik, keine Steuerreform, kein Index, keine anständige Gesundheitspolitik, wenn Käsen eitel sind. Der DR will du wennst gehen, die wir all den anderen Parteien eine klare Zeichen setzen, sie prinzipiell für eine Schuldenbremse an der Verfassung, das geht anscheinend nicht. Wir geben eine gesetzliche Schuldenbremse, die bei maximal 30% vom Bruttoinlandprodukt leidet, gibt man ganz gern hier im Land gesehen. Für verschiedene Leute aus den AAA
Kein muss sagen mehr an das Leid spielen noch du wennst man Feier. Sie holen andere Länder als Beispieler behaupten, dann noch do hat viel Schulden nach keine gute Notation kreen von der Ratingagenturen. Wie viel Lützeburg sind so Theorien oft liegt sind schon verantwortlich, weil am Vergleich mit anderen Ländern sind mir ganz klein, aber sie weit mehr verletzlich wie die anderen. Aber wir dürfen den Triple nicht verlieren, weil das hat immense Konsequenzen ob als Wirtschaft, besonders ob als Finanzplatz. Ein anderer Punkt ist die Armut hier im Land. Ganz besonders auch die Armut bei Kanner und Familien. Und wir mussten als vor als Gesellschaft, als Politik stellen, wie wichtig sind als Kanner, wie wichtig sind als Familie. Aber wir von Kannerarmut schwätzen. Das ist ja eigentlich die Armut von den Familien, auch von den Eltern. Aber wenn man in die Zölle guckt, die allgemeine Entwicklung, da können wir zur Konklusion, dass Kanner und Familie müssten eigentlich am Zentrum von unseren Entscheidungen stehen, stehen da aber irgendwie nicht so richtig. Und wir haben da in Lützeburg, wir auch in anderen Ländern, im Moment eine Krise von der Familie und der ganzen westlichen Welt an ihre Stelle wird, wo dann letzte Jahrzehnte massiv aufgeholt. Und das nämlich das, was denke war, und geht so weit, dass auch der traditionelle Familienbild negativ sogar konnotiert wird, und am Endeffekt sind Kanner ja die Leid tragen. Wann überhaupt nach Kanner do sind? Zuletzt beschlägt 12 Kanner pro Frau mittlerweile bei 1,25. Das ist der niedrigste Tor von allen Zeiten. 1,25 Kanner pro Frau, das ist normalerweise bei über 2, für das die Bevölkerung stabil bleibt. Ja. Viele Junker zicken für Familien zu gründen oder sie keine Möglichkeit, weil ihnen die finanziellen Mittel dazu fehlen. An die Idee der Krähe fallen oft an eine Armut. Da kommen wir auf ganz beunruhigende Zahlen zurück. Und wir so ganz klar, wir müssen Familien mehr unterstützen. Und kann nicht sein, dass der Fakt, dass in zu Lützeburg eine Familie gründet, ein Kannerkrieg ein Armutsrisiko bedeutet. Es kann nicht sein, dass die Jungen, die Heimat aus dem Land opfußen, keine Möglichkeit gesehen, eine Familie mit Kanner in ihrem Land zu gründen. Du musst meist dagegen wehren. Für 2 Eltern am Staat leitet Armutsrisiko für Personen ohne Kanner bei 12%. Eine Familie mit 3 Kanner leitet bei 42%. Und das ist nicht diese Regierung schuld, wie das auch denen von Fedrunien schuld. Und auch die, die Leute goprägen über die Armut. Und das ist nicht genug anscheinend dagegen gemerkt. Mit das Abschied für Lützeburg ein Blamage. Und da trotzdem Megawurstum die Nation anscheinend soll Reichtum bringen. Und ich meine, da muss man aussetzen, wir haben schon gefordert, wir müssen mehr machen, wir müssen zu und durchsetzen, mehr Kannergeld, Staffelung von Kannergeld, ein ältere Geldaffäre für die Älteren, die daheim können bleiben, für Kanner selber zu versorgen, damit das kriegen die Eltern eine reelle Möglichkeit, für daheim bei ihren Kanner zu bleiben, sie kriegen das Schwa, das ist gut für die Familie. Was Steuerreform geht, sind wir gegen die Individualisierung, die zu Lasten von der Familie gefallen, das geht gar nicht. Und wie sie ganz sicherlich für punktuelle Erleichterung noch für Personen, die in steuerlichen schwierigen Situationen sind, vielleicht Witleid oder Personen, die länger Kanner erzählen, dazu könnt ihr dann noch vielleicht etwas an den nächsten Moment. Als ADR will man auf jeden Fall in Politik die Wohl von den Kanner an den Zentrum von unseren Entscheidungen stellt. Wir haben viel über Demolo geschwärzt, die engem Land sicherlich wie Lützeburg unwürdig ist. Das ist allerdings auch so, dass ein Teil davon nicht unbedingt direkt aus dem Land selber kennt. Mit das Problem, dass auch Armut aus dem Ausland, auf Lützeburg am Anfang immigriert. Und das gesagt in allen europäischen Ländern, wie zum Beispiel die Zeitung Die Zeit, die eine Zeitung ist, die mengenisch im Link steht, die aber schreibt, die Kinderarmut in Deutschland ist angestiegen und zwar zuletzt überwiegend durch starke Zuwanderung, besonders minderjähriger Flüchtlinge. Also die Migration, der Armut, dann kann Armut also auch zu einem großen Teil am Anfang importiert. Und an dem Kontext wäre es vielleicht mal gut, von den mehr, zum in einem Land wie Lützeburg, wo man so viel Migration hatten an Hund, also ich werden Hund, wenn ihr mehr über das Thema Migration gibt, schwätzen, wenn ihr mehr Etüden hat, über alle die Konsequenzen von den verschiedenen Migrationen, die wir hier am Land haben. Und darüber gibt man gerne wieder so. Anfang des Jahres kommt eine Etüde raus über die finanziellen Reperkussionen auf den Staat von der Migration, und zwar in Holland.
An die huet de bis nassig, weil ze opraum an enger Party Mythen, die er immer hier in Europa besonders zu Lützburg leider verbret sind. Und war ganz renomméiert Migrationsforscher aus Holland, darunter den Gerrit Kräffer, die enge Tüt gemacht Folgen von der Immigration für die öffentlichen Finanzen. Und Resultate von dieser Studie goufen noch europaweit, wo viele Migrationsforscher, besonders auf der deutschen Uni, noch bestätigt. Also das nicht aus der Luft gegraftet, weil sowieso das tatsächlich ist. Allgemein kann ein Resultat folgendermaßen resümieren. Standhaut an ohne Änderung von der aktuellen Politik als die Migration für Holland und noch für vergleichbare Länder in Westeuropa ganz teuer. Das ist ein Negativgeschäft. Eine europäische Gesellschaft, die sich auszeichnet durch wenig Geburten von Kanner, geht bei einer größtenteils unkontrollierten Immigration echter belascht wie gestärkt. Wenig Konklusionen können dann nur gucken für Deutschland, als zum Beispiel auch eine Etude von der Uni Freiburg schon kommt für drin. Und der Punkt ist, die Reperkussionen auf das Budget vom Staat hängen ganz stark vom Herkunftsland von der Person an und auch von der Art von Migration, also Asylmigration oder also Arbeitsmigration. Und die Etude, die übrigens, das ist auch ganz interessant, die ist ganz weit gegangen. Die nicht die erste Generation mal da bezogen, sondern auch die zweite Generation mal da gegrafen, jetzt gucken, wie auch langfristig den Impact das von der Migration. Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass das ein Objektiv ist. Es geht nicht darum, um eine subjektive Wahrnehmung. Ich meine, junge Leute tun gerne viel Immigration, andere Leute tun vielleicht gerne mehr Immigration als persönliche, subjektive Gründe. Darum geht es nicht einfach objektiv, darum, was für Konsequenzen die Migration auf das Staatsbudget hat. Und die konkreten Resultate sind nicht verwunderlich, dass von Abwanderer kommen aus Nordamerika, Westeuropa, Japan, Australien, also Arbeitsmigranten, da bringt er de Plus für den Staatskäse. Auf der anderen Seite, ein Asylmigrant aus Afrika kostet den holländischen Staat am Durchschnitt, und du hast alles matt gerechnet, und noch die zweite Generation, 625.000 €, unter dem Strich. Du gibt große Unterschiede zwischen den Ländern, die holländische Tüte das Geneno Land abgeschlüsselt. Mit das der Fakt, dass dem nur weh von wo den Immigrant können, was die Motivation ist, bedeutet für das Staatsbudget für die eng ein Plus von 600.000 € und für die anderen ein Minus von 625.000 €. Pauschal zu sagen, also dass die Migration finanziell als dem Staat gut geht, ist nicht richtig. Es geht die eng und die anderen, muss ich nicht differenzieren. Und das Argument, dass junge Asylmigranten als Sozialsystem einer Gesellschaft die immer mehr geht, stabilisieren, das geht an der Etude auch als Mythos durchgestaltet, wird absolut nicht stimmen. Und das bezieht sich natürlich hauptsächlich auf die Periode nur 2015. Viel drohen wäre in einer Situation. Und ich so in der Teil, weil er noch versteht, wie weit die meisten Länder auf der Welt eine Selektivimmigration betreiben, bei allen guten Ländern. Eine Selektivimmigration, wo sie so ein mühlen Talent da, wir nicht die mehr kosten. Das möchte bei allen Ländern auf der Welt. Und als der so auch ganz klar, wenig kann ihn immigrieren, man wann in eng egen Existenz kann aufsichern, weil mir will ganz klar keine Abwanderung an als Sozialsysteme. Dafür ist für uns klar, wir machen Schluss mit der Immigrations- und Asylpolitik von der Regierung Fedrun. Hallo, hi, so wie das gesagt wird, die weiter gefordert. Es soll nicht mehr nach dem Schutz kriegen, der wirklich Schutz braucht, und nicht mehr nach so lange noch Schutz braucht. Aber da gibt es kein europäische Verteilungsmechanismen, keine illegale Migration aus ökonomischen Gründen. Die drastischen Änderungen, die wir an der Asyl- und Immigrationspolitik vorholen, dürfen schon in relativ kurzer Zeit viel Foyer freimachen, die in den letzten Jahren abgebaut wurden. Die können dafür besonders benutzen. Ein Reihe Foyer gibt man natürlich weiter auch für Demandeur de Protection international benutzen, weil wir wollen die Leute, die wirklich Schutz brauchen, denen wollen wir auch Asyl geben. Auch der DR steht zum Asyl, aber mit dieser Politik geben wir noch viel Platz, wie sehr freigeben. Nach einem Punkt vom Budget, was da dort noch geht, da gibt man auch 66 Millionen Spuren. Das stützt bei der Staat, das Familienminister, geht pro Jahr 66 Millionen aus für Sicherheitsdienste an Asylheimer. 66 Millionen für Sicherheitsdienste. Ich habe mich einfach gefragt, wie schützt eigentlich da wen? Für wen? Die massive Migration ist natürlich auch der Grund
für hohe Wohnungspreise, habe ich schon gesagt, wenn in die historische Entwicklung vergleicht von Immigration und Wohnungspreise, ist eine klare Korrelation, eine Kausalität. An die Situation, die im Moment tun, als die, und da komme ich auf Wohnungsproblematik, an die besteht hauptsächlich daran, dass viele Lützebäuer und Junker, die hier am Land abgewachsen sind, Land mussten verlassen, sie gehen zu Emigranten. Lützeburg hat Jahrzehnte lang nur Leute angezündet, wo Leute hingekommen sind, oder immer Leute, die fort mussten gehen, die zur Emigration gezwungen sind. Wir haben also auf der einen Seite eine Immigrationskrise, die wir nicht maîtrisieren, und eine Emigrationskrise, die wir nicht verantworten können. Wenn wir also mittelfristig wollen die Krise lösen, dann muss man die Politik vom Wachstum ändern. Kurzfristig geht es darum, für die aktuelle Zinsenkrise zu meistern, mit drin der Baukrise, die sich angedeutet wird, und die auch Realität ist, zum Teil. Und da sind wir auch natürlich klar, da sind wir als ADR auch auf der Seite von der Regierung, vielleicht nicht 100% bei allem, mit die Maßnahmen, die da vorgesehen sind, können wir zu einem ganz großen Teil unterstützen. Weiter kann ich nach Schwätzen über das Logement, da gibt einer Gelegenheit noch dazu, vielleicht noch 2, 3 Punkte, die auch ganz interessant sind. Den ersten, dass wir müssen bewusst sein, dass Bauen hier am Land immer mehr teuer gehen, auch findest du immer mehr starke Regulierungen, Stichwort Umweltablagen, und das macht es auch immer mehr schwierig. Aber wir müssen noch so, wenn ich das Land fahre, und einfach eine Beobachtung, ich stelle fest, dass ganz viele Häuser auch aufgerappt gehen. Ich frage mich immer, wie es möglich ist, an einem Land, wo anscheinend so eine große Wohnungskrise, dass alle Wohnungen fehlt, wie es möglich ist, dass überhaupt eine Wohnung aufgerappt wird. Da haben wir als Klammer so gesagt. Schulen. Das gesagt gehen, wir haben immer mehr Schüler, immer mehr Bevölkerung, immer mehr Schüler. Zölle Wursen. Am Lycée haben wir alle Jahre 1500 Schüler mehr. An der Primärschule alle Jahre 800 Schüler mehr. Das ist enorm. Und darüber muss ich reagieren. Das ist ganz schwierig. Es fehlt Personal, es fehlt auf vielen Plätzen nur Gebäulichkeiten, es fehlt auch Möglichkeiten für dem gerecht zu gehen an der Schule selber. 3 Punkte wollte ich aus dem PNR kurz analysieren. Und der PNR die schreibt da 3 Ziele, die sollen erreicht gehen mit dieser Schule, mit der aktuellen Politik. Und das hat mich darüber gewundert, weil die Ziele, die stehen zwar am PNR, aber eigentlich erreicht man im Moment das Konträr. Das erste, da steht für ungestrebt eine Egalité dans le système éducatif. Egalité. Stellen ich fest, das ist absolute Konträr. Wir bauen immer mehr Europaschulen, die öffentlich sind, und an den öffentlichen Europaschulen mit der Premier mit 18 Jahren, die Jahr Männer Lycée, die Jahr Männer Schule, wie an der normalen, traditionellen öffentlichen Schule, wo der Premier mit 19 Jahren. Ich fand extrem bedenklich, wenn ihr seht, es fehlt den für Egalität sind dans le System éducatif, und dann den jungen Schüler, die brauchen die Jahr Männer zu machen, wie die Janer, und die kriegen dann den Diplom, der genau das nämlich wert ist. Und da wundert doch kein, dass Bemol, wie logisch da rauskommt, als Jung Lünster, den traditionellen Modus mir gar nicht angeboten wird. Da gibt es kein 7. Klassik mehr, kein 7. General mehr, da gibt es mittlerweile quasi just nach Europaschule. Ja, das ist der Loi du moindre effort, geht natürlich dahin, wo es mir einfach ist, und geht noch dahin, wo es mir schnell geht. Und dann ist den anderen Punkt, den dran steht, wir hätten gerne eine plurilinguale Schule steht dran, aber was geschieht, ist just das Konträr. Wir hatten eine immens plurilinguale Schule, wo alle Kanten auf ein relativ anständiges Niveau bräuchte gehen, als am Französischen, am Deutschen, am Englischen, am Lützeburgischen. Mehr Sprachen geht nicht mehr. Alle Länder auf der Welt haben das bewundert für unser Schulsystem. Also haben wir den öffentlich-europäischen Modell, wo die Sprachen bemol Männer wichtig sind. Und die wird gesehen, dass die da rauskommen, die haben an denen Sprachen nicht dasselbe Niveau, wie die aus dem Lützeburgischen öffentlichen System immer rauskommen sind. Und da sehen wir also, dass eine Politik gemacht wird, die gegen die Mehrsprachigkeit am Anfang geht. Und da steht noch dran, inklusiv fähig zu summen. Auch da ist der Konträr, der geschieht schon lange bei den Europaschulen, die Trennung, die stattfindet. Aber auch lo, als die ugedurcht, für in der Primärschule schon kann zu trennen, enker, dass die eng an eine deutschsprachige Klasse gehen, an enker die anderen dann eine französischsprachige Klasse.
Dat wird dann am Endeffekt no Migrationshintergrund geschehen, respektiv nur der Nationalität. Und dann haben wir alles anderes erreicht wie Inklusivität, dann haben wir Exklusivität erreicht. Und ich meine, das ist genau das Gegenteil, wie das, was hier am PNR draufsteht. Und wir als ADR wollen das alles nicht mehr. Die gehen eine stark öffentlich, traditionelle schulmäßige Sozialkohäsion, Integration, kann er zusammen, nicht getrennt an der Schule. Das ist wichtig auch für als Gesellschaft an Zukunft. Ein paar Punkte nach einen, den wir nicht geschwärzt gehen, aber wo ich aber ganz große Pläsier für zu machen, und das ist der Horeca-Sektor. Und da wollte ich schon einen Punkt da gehen. 2014, das sind 10 Jahre hier, als TVA, Restaurants, Kaffee und Wein, Bier abgesagt gehen. Und zwar von 3% damals auf 17%, also eine enorme Steigerung. Und da muss ich mir feststellen, an Zeiten, wo Kaffee aussterben, wo Restaurants immer mich schwer haben, dass sie selbst gemacht haben. Das war damals auch nach Jahren um 5 Verbot an den Kaffee, die auch sehr negativ Reperkussionen hat. Und ich meine, das ist die Menschen schuld. Das ist wichtig, dass man Wirtschaft und Leute treffen, wo Zusammenleben stattfindet. Und das ist extrem traurig, dass man heute Gemengen haben am Land, wo 6.000, 7.000 da, wo man keine einzige Wirtschaft mehr fand. Und ich meine, das ist wichtig, für auf dem konkreten Punkt etwas zu machen. Und am meisten gibt man begrüßen, wenn die TWR im Geber einen akzeptablen Ton kein drauf gesagt gibt, beispielsweise auf 6%, das käme der Kaffee an den Restaurants so gut, könnte die Klienten so gut, könnte also Winzer an Brauereien so gut und könnte der ganze Gesellschaft so gut. Dann, Herr Präsident, geht es um die Spuren. Ja, es kann bei den Ausgaben vieles machen. Wir hatten eine ganze Partie Vorschläge, die wir noch gut teilen. Und Spuren ist natürlich ein politisches Choix, gefällt nicht verreden. Mit gibt Platz, da kann ich sicherlich Spuren und noch viel Spuren. Und die Frage, die ich stellen können wir uns da leben an Zeiten von Schulden, weit über dem, was an internationale Konventionen steht, rauszugehen. Wir haben diese großen Probleme hier und ich schwätzen da über die Suchen, die wir alle ausgeben für die Entwicklungshilfe, die Entwicklungszusammenarbeit, die aktuell bei 600 Millionen Euro liegt. Könnte eine ganze Partie dabei, was wir nicht urrechnen lassen. Und wir wären der Meinung, dass wir doch bei 0,7% vom Bruttonationaleinkommens gut bedingt wären, so wie das dezidiert gewesen 1992 zu Rio. Aber wenn wir alles mitrechnen, weil ich noch von der OECD und so weiter kann, mit errechnen. Und da können in einer Wege gehen, Handelsrelationen aufbauen mit den Entwicklungsländern, die ihn da verbessern und die wirklich mehr intelligent wären wie der Tote. Par contre, da haben wir gesehen, dass die Regierung gerne mehr an Tölle für humanitäre Katastrophen investiert. Da sind wir ganz sicher mit dabei, weil wenn irgendwo eine große Katastrophe geschieht, dann ist es sicherlich nice, für dann auch so gut wie möglich zu helfen. Spuren kann ich noch ganz viel Geld bei der Immigrations- und Asylpolitik, darüber habe ich schon geschwärzt. Dann können die ganz viele Spuren bei einer ganzen Partie ideologischen Instrumente, die wir hier in den letzten 10 Jahren geschaffen haben, die von der Gambia-Regierung jeweils geschaffen haben. Wir haben immens viel, und schon das so, wie ich doch denke. Wir haben ganz viele sogenannte Nicht-Regierungsorganisationen, die aber von der Regierung finanziert gehen, für Politik zu machen. Und ich meine, wie das Nicht-Regierungsorganisationen, sie könnten die auch ganz gut evaluieren, ohne Gelder von der Regierung, ergo vom Staat. Da gesehen ich dann zum Beispiel zusammengerechnet Sensibilisierungskampagnen, Publizitätskampagnen für die Ministerien, 33 Millionen an einem Jahr. Wahnsinnig viel. Da müsst ihr genau gucken als Kontributionen bei internationalen Institutionen. Da müsst ihr mehr Kontrolle haben. Es muss nur vollziehbar sein, wozu und hingehen. Subventionen an internationalen Klimafonds, wo kommen Schweiz, wozu und hingehen. Ich meine, wir haben alle Guten auch schon mal Kontakte gehabt mit Leuten aus wie arme Länder, aber das ist für feststellen, nicht immer nicht. Die viele Leute, die mir das schon gesagt haben, die wissen ja mittlerweile, wie die Marsch funktioniert. Sie kommen, also sie so ein automatisch mit riesen Problem am Klimawandel an ihre Konklusion aus, die muss das ganz viel Geld gehen. Und das ist das, wo ein bisschen darüber rauslebt. Und ich meine, du musst aufpassen, wo die Gelder hingehen, wann sie dann dahin geht. Auf jeden Fall wie für uns absolut wichtig, für ein équilibriertes Budget auf den Tisch zu legen. Und für ein équilibriertes Budget auf den Tisch zu legen, brauchen wir Einnahmen. Wir haben Einnahmen, die sind ganz wertvoll. Zum Beispiel haben wir die vom Tabak und vom Benzin. Tabak bringt uns im Land pro Jahr 1 Milliarde Euro.
Benzin, Tanktourismus bringt aus dem Land pro Jahr 1 Milliarde Euro. Das ist fantastisch, geht gut, geht schnell. Wir müssen nicht viel machen dafür an Sue kommen ran. Aber wie wir gesehen haben, brauchen wir die Sue unbedingt. Wir haben aber festgestellt, dass Verteilnahmen Rofgin respektiv nicht so hoch an sind, wie sie müsste sind. Und das ganz einfach, weil verschiedene Notbesteller, oder Belg, die professionellen Diesel angefordert tun und dadurch sie ein bisschen mehr billig sind. Wie mir, weil das Problem ist, weil dann tanken Kamion und die tanken ja viel, nicht mehr bei uns, mehr echt an der Belg, und wie das wir das andere wollen, und die suchen auch wollen halt zuletzt zu beschalen, weil wir sie brauchen, und man in diesem Sinn eine Motion, die wir Brandschrift. Sicherheit. Sicherheit, wichtiger Punkt an, Madame Dem hat doch Sicherheit angeschwärzt, und zwar, und das ist interessant, am Kontext von Standortfaktor für als Wirtschaft. Aber wenn Lützeburg will promovieren, wie will Talente nach Lützeburg kriegen, die muss unbedingt unter Sicherheit schaffen. Also es geht nicht immer um die Leute, die wohnen, noch die haben Recht auf Sicherheit, wie auch für die, die hier sollen kommen, weil die gucken das ganz genau und das ist für die ganz wichtig. Und der Morgen hat man nach der Rassel von der Fidelum Radio, die gesagt hat, wir hatten ein Guerre des Talents, aber die gucken sich ganz genau an das Land, wo sie gehen, und Sicherheit zählt für die ganz stark. Und ich kann nicht etwas sagen, wenn sie hier zu Lützeburg auf der Gare kommen, wann das hin soll passieren, dann gehen sie 1 Meter für und Gare und dann merken sie etwas ganz schnell. In diesem Land gibt es keine Sicherheitspolitik, wie sie gemacht. Ich hoffe, dass das noch könnt. Klingt fort nach zur Energie. Mir stehen absolut wichtig als für uns, dass die Energie sicher ist und dass sie billig ist. 2 Sachen. Die Energie muss sicher sein und sie muss billig sein. Das ist unser Ziel. Denn Herr Frieden hat Atomkraft vorgestellt für ein paar Wochen. So, ja, und du hast da halbherzig zurückgerudert, der DP wird ein bisschen Comedy gemacht, und du war de Bemol nicht mehr so, oder nicht mehr genau so, wie du genau wissen wir nicht, mal vielleicht denke, hey, gewur, jedenfalls scheint der DP nicht zu gefallen, aber nicht der ganze DP, weil auch sie von mir angegriffen im Kongress von der JTL, der Jugendorganisation von der DP, die aber verwendet, die Atomkraft da verdedigt wird, schon mal das noch gelauscht hat. Das ist irgendwie schon bizarr bei der DP, irgendwie nicht gefehlt, dass die DP von früher und die von mir besser ist, wie die von Haut, wenn ich mir das alles unhöre. Da steht dann noch am PNR, geht es um den Ausbau von Wandkraft, unwahrscheinlich Zölen, die da angepeilt gehen. Es wäre mal nicht schlecht, einen gerichtlichen Audit zu machen, was Wandkraft hier im Land wirklich bringt, aber was sie tatsächlich kostet, mit alles rundherum, mit den Netzkosten. Ich will voll wissen, wir alle gut, dass die Alternativenergien, können wir als Lützeburg sowieso mal nicht annähernd so viel anbieten, wie wir brauchen, also sie sind nicht, kann ich nicht darauf vertrauen, weil wir keine Sonne ist, da gibt es keine Solarenergie, aber keine Wand ist, da gibt es keine Wandenergie. Und das ist ein großes Problem. In Deutschland hat daran investiert, aber wo sind sie lo? Ja, sie haben extrem hohe Strompreise, ihre Wirtschaft, also ich meine schlecht an Deutschland, also im Moment an Europa wirklich kein Vorbild mehr. Und riskiert eben, wenn in Europa das weiter möchte, dann meine ich, wie ich es so, dass wir immer mehr an einen wirtschaftlichen Niedergang kommen. Und ich meine, muss realistisch gehen. Und das ist katastrophal, wie teilweise Wohlstand der Wirtschaft einfach geopfert gehen, unter anderem auch mit Sachen, die am Bresler Green Deal stehen, und ich kann just so, dass wir wünschen, dass den auch gestoppt wird. Und dafür gebe ich auch alle den Leuten, die gerne drehen, folgendes mal auf den Weg. Es sind Sachen, die so hören. Das war zum Beispiel die Chambre des Salariés, die will die Entwicklungshilfe verdoppeln, auf 2%. Ja? Geringe Investitionen, Green Deal, nach mehr für die Klimapolitik, die nichts bringt am Endeffekt. Nach Mesuren noch für Krischer zu finanzieren, aber auf den Tanktourismus verzichten, auf die Einnahmen des Tabakverkauf verzichten, nicht zu vergessen, die Bankplatz besonders ein bisschen reguliert gehen, für das die auch nach Manasur bringt. Wie will ihr Lützeburg vorstellen, wenn auf der anderen Seite auf die Einnahmen verzichtet und auf der anderen Seite gerne nach Mesuren ausgeht? Das funktioniert nicht. Und dafür hätte ich gerne, dass wir einfach eine Politik von den Drehen da abhalten und dass eine Politik racken, die realistisch ist. Wir geben als Land auf Stoffvoller Seite eher mehr lebenswert
machen, méi mënschlech mi frei mat klore Repéren enger unverwisselbarer Lützebauer Identität, enger gesonder erleichtungsfähige Ökonomie, enger großer Solidarität an engem berechtigten als selbstverständliche Selbstbewusstsein für als Nationalinteressen zu verteidigen, es wird verschiedener nicht mehr kennen. Und Regierungsparteien von Hautzone gut Courage, die hat Verantwortung für die Zukunft an ihren Händen, lost nicht so, dass so Entwicklungen stattfinden, wie sie aktuell an Deutschland auch stattfinden. Nur am 9. Juni werden wir dann vielleicht mehr Gewürge von der Regierung, wie dann die nächsten 4 Jahre ausgesehen, an die muss ich dann entscheiden. Und da geht es darum, entweder der feiert Gambia-Politik weiter wie biselo, und da muss ich darauf aufmerksam machen, dann ist die Message vom 8. Oktober 2023 vielleicht noch nicht von Südrhein richtig verstanden gehen, aber wir werden auf jeden Fall dosifiziert weiterhin zu erklären. Ist so nicht merci.